Mein Name ist Chaim Ekstein, and in this session gehe ich discussen the difference zwischen in the money, at the money, and out of the money options. These sind terms, wo sie seht aus ein bisschen confusing am Anfang, aber reißt zu brechen in simple terms, also das können verstehen, wieso das kann impacten deine options. Und gedenk, options trading involved a Sache Risk, dass kein Mensch touchen kann options, weil du verstehst, nicht hindert, nur 1000% wo du tust. And this is nicht kein financial advice, this is for educational purposes only. In the money, at the money, out of the money options wird auch umgerufen in der Sachplätze options moneyness. Wieso steht der Geld heilig von der Option, legabe der Option? Und ich will machen sicher, dass ich wachse daraus mit einer klaren Understanding von dem. So lassen wir gehen Step by Step. Was meint in the money options? A call option in the money meint, als ob der Stockpreis von der Option ist höher der Strikepreis. Le Muschel, hast du $105 Strikepreis und $110 Stockpreis. Das wird umgerufen in the money. So lassen wir dir explainen für was. Weil ob der $105 Strikepreis sagt dich, wie kannst du kaufen als Stock, was bei MS ist es schon wert $110, wie kannst du es jetzt kaufen für $105? Das meint, als du nicht nur du abrammest, aber du gehst ein Tag keine kaufen des Stock, nur jetzt, beschaß Masse, ist schon der Stock wert mit $5 mehr wie der Optionpreis. So, ich habe jetzt auf Tuche zu kaufen etwas für $105, was ist schon jetzt, beschaß Masse wert $110, kommt aus, als der Option hat schon $5 in the money value. Sie wird auch, als sagt man, ungeriefen intrinsic value. Hast das $5 von dem, so lassen wir sagen, ob die Option ist wert $6, ist 5 von den $6 der in the money amount, und nur $1 ist nur von der Tuche. Was wird ungeriefen nach Sachplätze auch time value. This is by call options in the money. At the money call options meint, dass der Stockpreis ist jetzt $110 und der Strikepreis von der Option ist auch $110. Mascha einkein, ob es ist out of the money meint es, dass der Stockpreis ist jetzt $110 und der Optionspreis, der Strikepreis von der Option ist, lassen wir sagen, $115. Das meint, dass es du nur auf Tuches du. Du hast gar nicht du kein Value, außer der auf Tuches. Weil der Stockpreis ist jetzt 110 und die hast auf Tuche, der wir so kauft die Call-Option, als eine geht es kaufen, eine geht verkaufen für ihn der Stock, ob sie kommt und höher $115, ist es noch nicht dort. Normalerweise ist es out of the money. Das ist alles bei Call-Options. Jetzt lassen wir gehen visiten Put-Options. Put-Options ist pinkt verkehrt. Gedenk, wusstet der Put-Option, sie geht auf Tuche für die Option-Buyer, als soll können verkaufen für einen der Stock für einen gewissen Strikepreis. So, ob der Stockpreis ist nur $100 und der Strikepreis von der Put Option ist $95, dann muss meint es, als es ist ein out of the money put. Weil der einzigste Weg, wie sie die Geist verkaufen, der Stock für 95, ob sie geht darauf fallen, sie enter 95. Normalerweise ist es out of the money. Mascha einkein, ob der Strikepreis wohl, wenn gewähnt höher, der Stockpreis ist 100 und der Strikepreis ist 105, meint es, als es der $5 in the money. Weil wie kannst du schon jetzt verkaufen für $105, wenn der Stockpreis ist hochgefallen zu $100? Hat es $5 in the money amount. So du musst, glaube ich, die Option wollte gekostet $6, hat 5 von den 6 gewähnt in the money amount und nur der $6 wohl gewähnt auf Tuche heilig, was man zahlt. Und jetzt, ob der $100 Stock hat ein $100 Strikepreis, ist es mamisch at the money. So hat nicht gut nicht kein in the money value, so hat nur the out of the money value. So noch einmal, the call option in the money is ob the strike price is into the stock price. Bei put option is in the money ob the strike price is höher the stock price. In gewisse Plätze wird the in the money amount ungeriefen intrinsic value. Als man es ist ein Value von sich allein, es ist nicht nur auf Tuches, nur es ist bei MS ein Value, wo es die kannst haben, wo es hat schon jetzt der Value. Out of the money amount, oder the promise amount, wird ungeriefen in gewisse Plätze the time value, oder the extrinsic value. Es ist ein drossendige Value, es ist nicht kein Value, was ist in der Option allein. Das ist eine wichtige Sache zu verstehen, weil in the money ist gewöhnlich sach mehr expensive, aber es ist mehr Däume, es ist mehr gleich zu Stock. Weil wenn der Stock geht auf mit noch $1, geht der in the money in the call option auf mit noch $1. Wenn der Stock geht auf mit $1, geht der in the money amount von der put option auch auf mit $1. Meaning, sie kommt sie noch $1 value, oder jede option lot seine andere
details, was sind wir noch herangehen in andere Sessions. Wahrscheinlich kann add the money, es geht für short-term trades, lemuschel, einer, wo sie halt stark das Tag geht gehen, oder halt stark das Tag geht gehen. Gewöhnlich ist bekommen eine bessere Bang for your buck mit der add the money, oder out of the money, ob der halt, dass sie geht sein, echt ein wilder Move. Aber ich will das verstehen, Rav Options expiren worthless, und Rav Menschen, was kaufen Options, sind Gamblers. In sei eine Stamp Speculation, in sei sind zum Sof nicht gerecht mit wo sei Team mit sei Trades. Man meile, es ist wichtig, dass das wissen, aber nicht, dass das gehen jetzt dienen. Sei das auch neue Traders, wollen gehen und wegen dem kaufen out of the money Options, was ist cheap. Ich pflege auch als auch mal so Team, vielleicht auch verstanden, was ich die. Man kauft out of the money, was ist cheap. Aber der Prozess, da ob sie geschehen, der Prozess, ob sie geschehen, wo du als gewollt kannst du machen, hat damit Geld. Aber der Kanz ist, als sie geschehen sehr wenig mal. Rav Professionals wollen treten nur in the money oder at the money Options, weil sie verstehen, als sie sagen, etwas, was ist mehr reliable, und sie sichern nicht etwas, was ist dann strictly speculation. Ich hoffe, diese Session hat euch geholfen, zu finally verstehen, der Chilik von in the money, at the money und out of the money Options. Und für was das ist sehr wichtig, in Traden Options zu verstehen, was fit jede meine Option für dich. Mach sicher zu commenten, liken und subscriben to the channel. Somit wirst du es bekommen auf dein E-Mail. Mach sicher, dass du subscribest bei chaimekstein.com/blog.